Je call, I fall. There's a legacy between us. We grow, we go, but in the middle. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Heute mal aus dem Auto raus. Wir haben nämlich einen kleinen Mini-Roadtrip nach Montreux vor. Und wir sind heute Nachmittag mal losgefahren. Einfach so mit dem Plan, auf Estavayer-le-Lac zu gehen und dort einfach ein Apéro zu nehmen und dann von dort aus auf Montreux zu gehen. Das haben wir gemacht. Wir sind abgefahren. Leider ist es wieder ein bisschen spät, aber das macht ja nichts. Wir haben wirklich so einen Picknickkorb eingepackt und ein Güppli und was habe ich noch eingepackt? Ach genau, einen Nudelsalat und so Apéro-Spiessli, die übrigens mega gäbig sind zum Mitnehmen. Und dann sind wir auf Estavayer. Und dann haben wir probiert, dort irgendwo an See zu kommen. Aber es stellt sich anscheinend als unmöglich vor, in Estavayer an See zu kommen. Es sind private Buden, machst Hausfriedensbruch, Häuser, machst Hausfriedensbruch, wenn du irgendwie über so ein Grundstück gehst. Oder Picknicken verboten. Hey, wo Picknicken, Mann? Und dann sind wir mit dem Auto weitergefahren. Und dann sind wir irgendwo gelandet. Irgendwie Scheire. Oder wie hat es geheißen? Scheire. Keine Ahnung, ob wir es richtig aussprechen. Dann sind wir dort ein bisschen picknicken. Und es hat mega geluftet und das Wetter ist so ein bisschen schräg, aber es regnet noch nicht. Wir sind jetzt nach der Estavayer-Pleite in Scheire gelandet und jetzt tatsächlich die Möglichkeit, an den See zu kommen, ohne dass man illegal Picknick oder sonst irgendetwas oder Grundstück betreten. Aber ich habe ein bisschen Angst. Schauen wir mal das Wetter. Alle Schiffe sind am Reinkommen, es luftet wie weiss nicht was und ich habe ein bisschen das Gefühl, es kann regnen. Aber jetzt nehmen wir zuerst mal ein kleines Apéro und ein bisschen picknicken und dann geht es weiter Richtung Montreux. Oh ja, jetzt sind wir wieder im Auto Richtung Montreux und das Ziel dieser Reise, es gibt eigentlich kein Ziel, es ist einfach, wir wollen Montreux anschauen. Und morgen gehen wir noch ein bisschen weiter, so bin mir noch nicht ganz sicher, welche Route wir nehmen. Und ich freue mich auf die Nacht, weil wir in einem mega feinen Restaurant reserviert, das ich leider nicht weiss, um welche Zeit, aber so wie ich mich kenne, 7:30. Juhu! In Montreux angekommen und haben sogar einen Parkplatz gefunden. Juhu! Und das Hotel haben wir auch relativ schnell gefunden. Aber ich hoffe einfach, unsere Reservation auf dem Tisch ist nicht irgendwie storniert worden. Oh mein Gott, wie der Lift aussieht. Herrlich! Herrlich! Es war so ein langer Tag und jetzt endlich im Bett. Wirklich, es ist mega bequem, voll easy und wir schauen noch ein bisschen Tele Bern. Ja. Und dann gehen wir wirklich schlafen, weil morgen ist auch noch ein mega anstrengender Tag. Ich habe gesehen, ich soll mich noch abschminken. Nein, nochmal aufstehen. Guten Morgen, wir sind am zweiten Tag angelangt und gestern Abend sind wir in ein wunderschönes orientalisches Restaurant, das Palais Oriental. Und anscheinend ist es wirklich mega bekannt. Und wir sind wirklich dort hergekommen und dann hatte ich Angst wegen der Reservation wegen dem Tisch, aber das war also kein Problem. Und eigentlich hätten wir gerne draussen hocken, aber es hat keinen Platz mehr gehabt. Und dann sind wir in das Palais reingekommen und es ist unglaublich. Du hast wirklich das Gefühl, du bist in 1001 Nacht. Es waren wirklich Marokkaner in den 60er Jahren, wo wirklich alle die Steine, das typische orientalische, ja, einfach die Architektur einfach dort reingebracht haben. Es sieht so schön aus und es ist auch lustig, es hat mega viel
Araber dort. Also du hockst eigentlich, du hast wirklich eigentlich das Gefühl, du bist in der Ferien. Das ist wirklich auch schön. Das Essen war sehr, sehr fein gewesen. Also jetzt nicht mega die Sache. Was man einfach muss sagen, es ist relativ teuer. Ja, und dann sind wir eigentlich nur noch so eine Schlummi nehmen und liegen. Ab in unser absolut überhitztes Hotelzimmer. Ich habe mega gut geschlafen, aber einfach so wahnsinnig heiß. Man kann auch hier eine Klimaanlage einbauen. Dann haben wir einfach so einen Ventilator gehabt, der wirklich tönt wie irgendwie, ich weiss es auch nicht, irgendwie eine Turbine, wirklich. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Gruyère, ins Gruyère-Land. Ich bin schon gespannt. Wir sind jetzt mitten im Städtchen, in diesem herzigen, wunderbaren, mittelalterlichen Städtchen und gönnen uns ein kurzes zum Morgen und dann geht es auch schon weiter. Ja, hier. Natürlich haben wir noch Gruyère-Käse dabei. Passend. Dann gehen wir weiter Richtung Schwarzsee. Bin ich auch noch nie gewesen, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und zu diesem Schwarzsee gibt es eine ganz herzige Geschichte, aber dann erst vor Ort. Ich bin jetzt im Innenhof von diesem Städtchen und es ist so mega herzig. Ich war noch nie hier gewesen. Und es ist wirklich, es ist so mega schön. Bei uns ist es einfach schön in der Schweiz. Ich muss es wirklich immer wieder sagen, wirklich, hey wow, einfach der Hammer. Wir laufen jetzt von Gruyère oben runter und gehen Richtung Schwarzsee. Man kann sich das Städtchen wirklich mal gönnen. Es ist so herzig. Und dann kann man dort überall so Kaffees und so. Und man kann herhocken. Und dann kann man mega gut Leute beobachten. Und das mache ich auch gerne. Und es ist schon so touristisch. Es hat auch viele verschiedene Generationen dort oben. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Wir sind jetzt hier beim wunderschönen Schwarzsee angekommen. Und warum es der Schwarzsee heisst, das ist ja so eine Legende. Anscheinend hat sich hier innen mal ein Ries die Füße gewaschen und seitdem ist das Wasser schwarz. Haha. Aber ich finde das eine herzige Geschichte. Und jetzt gehen wir irgendetwas Feines essen und genießen dann ein bisschen den See. Das ist mega cool hier. Wir hocken jetzt hier in so einem Restaurant, ich weiss gar nicht, wie es heisst, einfach am Schwarzsee. Und ich habe etwas, was ich liebe, wo ich wirklich so viel bestelle in einem Restaurant, wenn es hat, einfach ein Fleischblättchen. Herrlich, und dazu ein Stängeli.